keine Ahnung vom Text, aber la 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 und Musik und Rhythmus geht immer. Da gehe ich lieber an ein Jazzkonzert. Hast du genug vom ESC oder freust du dich mega? Unglaublich. Ich habe nicht wirklich Interesse daran. Die meisten dieser Lieder sind nach ein paar Monaten schon vergessen. Wir haben in Kopenhagen vor 11 Jahren angefangen, sind dann mit Conchita nach Wien. Wir schauen immer das Finale zusammen. Das ist etwas, was du nur einmal in deinem Leben erleben kannst. Ich bin eigentlich so gar kein ESC-Fan, muss ich sagen. Es ist sicher lustig und auch, dass in der Woche so viel in Basel los ist. Auch. Diese Woche ist der Eurovision Song Contest hier zu Basel. Was würdest du sagen, was ist anders im Moment in der Stadt? Ja, ist einfach voller jetzt, würde ich sagen. Man merkt auf jeden Fall eine höhere Polizeipräsenz. Und man probiert natürlich auch ein bisschen einen guten Eindruck zu machen. Das Gefühl, die Strassen sind schon recht sauber. Haus für Basel. Es lebt einfach der ESC, man sieht es überall. Ja, wir sind jetzt europaweit bekannt. Eines der Ziele des ESC ist ja, Europa mit Musik zu vereinen. Was bedeutet der ESC für dich? Da tanzen dann plötzlich Griechen, Italiener, Israelis mit den Australiern zusammen und du merkst den Unterschied nicht. Ja. Was ist dann dieses Unite by Music? Ich finde auch die Musik immer spannend, verschiedene Arten von Musik zu sehen und junge Künstler auch und unbekannte Künstler. Mir erschien so, dass hauptsächlich Geld damit gemacht wird. Ist ein bisschen wie Europameisterschaft vom Fußball. Für mich ist nur noch, dass die Leute glücklich sind und alle Spaß haben. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Kölner Karneval.